Sind der Ufang vom Joar kennen wir heute zu Lützeburg den höchsten Zuwachs von den Energiepreisen an der ganzen Europäischen Union. Ein Plus von Seiten 31%. Über das letzte Jahr von November 2020 bis November 2021, die Damen und Herren, als der Benzin den 90 45% an die Lut ging, den 95 44%, den Diesel glatt 50%, an den Heizölig 108%, der das mehr wie verdoppelt. Bei der Gasheizung. Die Damen und Herren, der Direktor von Südenergie hat kürzlich am Tageblatt ein Interview gegeben, und du hast den klar und deutlich gesagt, dass es bislang ein Hoss gouf Gas von 55% und dass ein Preis direkt am Anfang vom Jahr von 20 bis 25% nach weiter aussteht. Wenn ihr guckt, was die Lützeburger Zivilgesellschaft sieht, den OGBL als Großgewerkschaft, die fordern eine automatische Adaptation von den Steuerkrediten an eine Suspension, das heißt eine Aufregung von der geplanten CO2-Steuer ab dem 1. Januar 2022. Die Union Luxembourgeoise, also der Konsumentenschutz, die fragt, dass ein Gel des Prix, also eine Aufregung von den Preisen, vorgesehen. Caritas fragt, dass ein Moratoire auf den Energiepreisen vorgesehen und dass in die Sozialkompensationen an die Lut sitzen. Und finalement den Automobilsclub, das kann doch Schitverein an der Presse lesen, die fragt, dass sie renonciert auf die Augmentation von der CO2-Steuer ab dem 1. Januar 2022. Das gesagt, Herr Präsident, die Damen und Herren, stellen ich der Regierung an Absenz dem geringen Energieminister Turmes folgende Frage. Wie geht die Regierung gern mit dem Appell von der Zivilgesellschaft, schon der Lopur genannt, für die Preissteuerung auszugleichen? Zweite Frage. Will die Regierung noch weiterhin unter Manipulation von dem Index festhalten, an dem Sinn, dass CO2-Steuer, dass die sich nicht am Index rümpft? Dritte Frage. Geseit die Regierung eventuell für eine Reduktion von den Akzisen oder TVA auf den Energiepreisen kurzfristig anzuführen? Vierte Punkt. Wie steht es mit dem Kilometergeld? Ihr wisst, das Kilometergeld von 0,4 auf 0,3 am Spurpark 2014 raufgesetzt gouf. Auf jeden Fall wären damals die Energiepreise nicht so hoch, wie sie los sind. Fünfter Punkt. Wie ist es mit einer eventuellen Avance von der Abkellerungsprime, der Allocation de vie chère, die betrifft immerhin 30.000 Leute hier im Land? Am sechsten Punkt, wie sieht es aus mit der Entlastung von der Mittelschicht am Niveau von der Steuer? An den Ende von der CSV besteht die Aufgabe von der Politik nicht daran, für die Leute permanent neue Verbote abzubrummen und auch nach einem hohen Moralfanger an Sachen Energieverbrauch vorzugehen. Die Aufgabe von der Politik, die Damen und Herren, besteht für uns vielmehr daran, sich um die bestehenden Sorgen von den Leuten zu kümmern.